Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Nebst dem typischen Abhandeln von Österreich bis jetzt Silverstone erwartet euch in dieser Episode spannende Diskussionen zum Fahrerlager, Meinungsverschiedenheiten bezüglich dem Regelwerk und viele andere coole Sachen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Vergnügen. Und somit starten wir in die nächste Episode. Wohlgesagt, bin ein bisschen verschlafen. Der Dom ist vielleicht noch ein bisschen auf der Schnur. Der hat bei dem heißen Wetter noch ein Nachmittagsschläfchen gemacht. Und wegen dem ein bisschen interessant. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal seit langem wirklich zero diskutiert vor dem Podcast. Das heisst, alle unsere Meinungen und Haltungen zu Sachen, die passiert sind, kommen wir direkt zum ersten Mal blind live mit über. Gibt vielleicht ein bisschen einen interessanten Spin in diese Episode. Zum Starten, wir haben die letzten 2 Rennen logischerweise, die wir besprechen, Österreich und Silverstone. Off-Track habe ich das Gefühl, klar, es gibt schon ein bisschen Sachen zu besprechen, aber es sind mehr ein bisschen, Gerüchte, aber auch dort gibt es sicher viele Sachen, wo wir darüber reden sollten. Aber wir starten gleich mal schön gemütlich chronologisch beim österreichischen Grand Prix starten. Ich nehme jetzt mal vorab, dass wir nicht über Trainings und so reden, sondern ich gehe eigentlich gerade direkt in eines der grössten Themen von diesem Wochenende trainieren, weil das hat relativ früh schon angefangen Schlagzeilen zu machen. Und zwar geht es um das Qualifying, wo ja dann der Russell Pole Position geholt hat. Und das war ja alles ein bisschen umstritten gewesen, da beim Russell in seiner Lap ja eigentlich der letzte Bit unter Yellow war. Und es war effektiv bei ihm so gewesen, wenn wir die Onboards anschauen, hat er einen Single Yellow gehabt, nicht einen Double Waved Yellow. Und ich glaube, die grosse Diskussion, die daraus ein bisschen kommt, ist, ja, im Regelwerk darfst du das machen in dem Sinn. Und ja, es hat natürlich auch immer wieder Diskussionen gegeben, man hat es mal ein bisschen angepasst, man hat mal probiert, hey, ein bisschen schneller eine rote Flagge zu werfen, anstatt dass man es durchlaufen lässt. Das war nachher aber auch unfair für viele. Dann haben die Fahrer wieder sich zusammengetan und gesagt, nein, wir tun lieber differenzieren zwischen Single und Double Wave, je nachdem wie viel dass man muss, vom Gaspedal gehen. Und ja, es hat halt bei ihm jetzt mit einer Single Wave Yellow gelangt, dass er mit einem, ja, es ist schon ein längerer Lift, als wenn er normal in die Kurve würde hineingehen, aber er hat trotzdem seine Lappen so sehr schnell beenden können. Für mich, in meinen Augen, ist das eine zu grosse Sicherheitslücke, weil, stell dir vor, irgendetwas passiert noch und der Verstappen ist dort in diesem Auto noch, der Pfad geht direkt zu ihm. Klar, es muss viel passieren, dass ein Russell jetzt auch genau in einen Verstappen reintatscht am Ende. Aber ja, wir haben in dem Sinn für mich so ein bisschen wieder einmal die Frage aufgeworfen, ist das wirklich richtig gehandhabt oder nicht? Ich persönlich finde, dass es Anpassungen gibt. Ich bin nicht sehr happy, dass ein Russell eine Pole holen kann, trotzdem, dass er durch ein Gelb durchfahren muss. So ist auch meine Meinung. Wie siehst du das Ganze? Also zuerst mal Grüße gehen raus an Nathan. Der hat mir nämlich ein Video geschickt, dass, ich glaube 2020 oder 2021, der Ricciardo genau an der gleichen Stelle abgeflogen ist und genau gleich wie der Max. Also beide mit Car Number 3 sind abgeflogen in dieser Kurve. Wirklich identisch. Ich habe ein Video gesehen und er hat mir geschickt, es hat verdammt krass ausgesehen. Aber ja, also geht es in meinen Augen nicht gross zu diskutieren. Es ist gelb und unten gelb soll es schon nicht schneller sein. Also es ist eigentlich verdammt lächerlich, weil ich denke, so, ja, wird noch safe bestraft. Und dann nachher so ist irgendwie gekommen, dass das gar nicht untersucht wird, weil es ist schon alles okay. Und eben, wie du auch gesagt hast, laut dem Regelwerk ist es eine Grauzone, respektive kannst du wirklich so, wie er es gemacht hat, Russell durchziehen. Der Antonelli hätte ja rein theoretisch auch können, hat aber das nicht gemacht. Ich finde es einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, gerade ein bisschen widersprüchlich einerseits von einem, der immer so auf Sicherheit plädiert in der Formel 1, dass der dann nachher voll durchzieht dort. Und ich meine, er hat ja selber noch gesagt, eben, dass der Max gar nicht gesehen hat, er hat das Auto gar nicht gesehen, wo er gestanden ist. Aber du weißt, es ist eine geile Flagge, also wieso ziehst du ihn so durch? Also, ja, finde ich so ein bisschen widersprüchlich, dass es gerade von ihm kommt. Aber Ja, es ist halt so passiert. Geliftet und es ist ja offensichtlich ein grosser Lift von ihm, hat er auch noch gesagt. Ja komm, hört doch auf. Ja, dass ein Lift wird rum sein, wird wahrscheinlich schon so sein.
Aber es ist immer noch zu wenig schlussendlich. Eben, es macht keinen Sinn, dass du dich unter Gelb verbessern oder respektive eben halt eine Polzeit kannst setzen. Das macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Und darum finde ich es einfach halt ein bisschen eine Frechheit, aber das ist halt wieder die FIA und wieder so eine Situation, wo man einfach merkt, so, oh, okay, nein, das sollte ja eigentlich nicht so sein. Ich habe es einfach halt so ein bisschen auch gesehen, wie ich meinte, es war auch Österreich 2020, wo der Bottas abgeflogen ist, dort Rasenmäher gespielt hat. Ja. Und dann war auch nur eine gelbe Fahne. Dort war auch kein Double Yellow. Und dann hat Red Bull das beanstandet und dann hat der Hamilton dann eine Grid Penalty bekommen. Wieso hat jetzt der Russell keine bekommen? Ja, das ist, ich sage jetzt mal, eher einfach erklärbar, schlichtweg, weil die letzten, also seit 2020, die letzten 5 Regelwerke, die es gegeben hat, haben sie eben immer wieder Anpassungen gemacht, weil vor allem auch das GPDA, also das Driver Association, also alle Fahrer, hat immer wieder gesagt, hey, wir hätten das gerne verändert. Und eben zeitweise hat man ja auch zum Beispiel schneller, wenn ein Double Wave Yellow war, sofort eine rote Flagge rausgehauen. Das war aber auch nicht fair gewesen, vor allem, wir haben ja zig Diskussionen gehabt von Fahrern, die schlichtweg bevorteiligt worden sind, as to when die rote Fahne dann effektiv geschmissen worden ist. Oder? Aber für mich sollte das eigentlich gar kein Diskussionspunkt sein. Also wenn gelb, dann sollte man nicht nur einen Lift haben, sondern effektiv einen runden Abbruch, wenn du in dieser Gelb bist. Also, ja, aber weißt du, wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Situation, wo Hamilton Bottas war, ich glaube so 20 war, und das jetzt, ich meine, die Situation ist ja eigentlich, klar, der Bottas dort ist links davon und die Strecke ist rechts außen. Heisst, wenn jemand rechts abgeflogen wäre, wäre er in die andere Richtung geflogen. Aber der Bottas hätte ja auch jederzeit können im Rasen sich spinnen und auf die Strecke wieder rausdrehen. Also dort ist ja eigentlich auch Double Yellow wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen, oder wäre die bessere Entscheidung gewesen. Und der, wo ja der Max abgeflogen ist, ist eigentlich, wenn dort auch jemand abfliegen, der würde genau in die Richtung reinfliegen, wo der Max gestanden ist. Und darum, ich verstehe das halt nicht, dass einfach, also in beiden Situationen kein Double Yellow geschwenkt wurde, aber in der anderen Situation hat es eine Strafe gegeben für den Hamilton, weil Red Bull gesagt hat, hey, das ist nicht korrekt, und dort ist jetzt einfach nichts passiert. Ich glaube einfach auch, Red Bull hätte dort vielleicht auch das wie beanstanden, aber weil halt, glaube ich, wer ist Platz 2 gewesen? Der Kimi? Oder Ferrari? Nein, Ferrari wäre ja, Doppel... Ja, es wäre ja, glaube ich, Doppelpole für Ferrari sonst eigentlich. Es wäre Doppelpole für Ferrari gewesen, es ist... Ja. Also wieso hat Ferrari dort nicht beanstandet, weißt du? Darum, ich finde es einfach irgendwie so wieder ein bisschen grenzwertig. Klar, eben über die Jahre, ich meine, das sind 6 Jahre dazwischen, jetzt hat es auch wieder Regeländerungen gegeben, aber schlussendlich, ja, dort hat es ja auch eine Strafe gegeben. Und du wolltest mir jetzt nicht sagen, dass der FA weniger stark bestraft oder hätte bestraft. Ich meine, wenn meine Mutter an mein Formel schaut und sagt so, ja, weißt du, die können ja nicht mehr richtig fahren, wenn sie an ein bisschen raufkommen, dann wird dann gerade bestraft. Ja, es ist so. Die werden so schnell immer gerade bestraft, aber in dieser Situation ist jetzt wieder mal nichts passiert. Ja. Und ob es das wirklich nur daran liegt, weil der Fahrer halt auch ein Brit ist, I don't know. Man könnte es meinen, aber es ist halt einfach so, weiß auch nicht. Ja. Ich habe übrigens sehr lustig gefunden, die Anekdote, die du im letzten Podcast gebracht hast, eben mit deiner Mutter. Aber sie hat dort wirklich recht. Also es wird so schnell mal an die Fahne geschwungen. Aber wieso denn gerade in solchen Situationen, wo es jetzt eben vor allem halt auch sicherheitsbedingt in dem Sinn Nachfolgen kann haben, wird es nicht stärker geahndet. Also eben, ich sage, wenn ein Fahrer off ist, muss sofort ein Double Yellow rein. Dann tust du halt das Regelwerk ändern. Wo er abgeflogen ist. Ich meine, fährst du ja mit 250 Sachen durch oder so. Ja. Also es ist nicht ein Ort, wo du selten mal einen Crash hast. Dort hast du noch öfters jemanden, der abfliegt. Und ja, ich sage, wenn du Gelb hast, sorry, hast du deine Chance gehabt. Wenn du durch Gelb durchfährst, musst du deine Runde abbrechen. Mach mir halt irgendeine so eine Regelung rein. Aber für die Sicherheit musst du vorausgehen. Da kann man nicht Bernie Ecclestone-Grind durchstieren, wie du auch im letzten Podcast schon gesagt hast. Und ja, Racing ist gefährlich. Das funktioniert nicht. Sonst könnten wir den Halo wieder wegnehmen. Ja, gut. Es funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Aber ja, das ist so, ja. Ja, absolut. Dafür haben wir eigentlich ab dem Qualifying schon etwas gesehen, nämlich, also es haben sehr viele Teams Änderungen reingebracht, also Audi, Alpine, Cadillac vor allem, haben neue Frontflügel, Platten, Unterboden, Hinterradaufhängung, diverse Sachen.
die ganzen Teams mit reingebracht haben. Aber was ich sehr interessant gefunden habe, ist, und das ist auch generell bei Österreich immer so das Ding, dass es so eine kurze Strecke ist. Du hast auch sehr viele 90-Grad-Kurven. Wird wirklich so ein bisschen das Auto mehr gemessen. Ich sage jetzt nicht, dass ein Fahrer wenig beeinflussen kann über die Lap, überhaupt nicht. Aber vor allem auf kurze Laps raus siehst du viel besser so ein bisschen, wer effektiv Pace oder wo ist die Pace von welchen Autos. Und ich finde, generell ab Österreich hat man so ein bisschen gesehen, hey, es ist klar, Mercedes zwar schon vorne, aber wir haben wirklich ein sehr sich abwechselndes Duo, würde ich sagen, von Red Bull und Ferrari. Und McLaren, der nur ganz, ganz leicht hinten nachgurkt oder halt auch wirklich so ein bisschen in diesem Trio fast mit dabei ist. Also es ist eigentlich Russell gegen Antonelli zuvorderst vorne und dann haben wir einfach Charles gegen Lewis, gegen Max, gegen Lando, gegen Oscar, gegen Isaac. Also es sind alle eigentlich immer irgendwo rum. Und Ferrari, bin ich sehr, sehr happy, hat vor allem eben in Österreich angefangen, mal seine Pace wieder zu zeigen. Oder? Du hast schon gesagt vorhin, es ist ein Mercedes 1, Ferrari 2, 3 nach dem Qualifying. Und von dem her eigentlich sehr, sehr cool zu sehen, dass Ferrari dort auch wieder am Mitfahren ist. Red Bull aber ganz klar so ein bisschen am Struggle gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, also Max Ferrari mit Mühe auf noch. P5. Ja, bei Ferrari muss man ja sagen, die haben ja noch einen neuen Motor bekommen wegen dem. Ja, wegen dieser hohen Regelung, die sie hier genommen haben, dass aber ab welchem Rennen auch immer Motorleistung gemessen wird und dann nachher die ein bisschen im Nachteil sind, dürfen noch Updates bringen. Ferrari hat ja eben einen neuen Motor drin gehabt. Scheint, sagt der, aber also hat es in Silverstone geheißen, hätten sie nicht können voll abrufen wegen der Temperaturen, aber im Qualifying irgendwie sind sie doch recht stark gewesen. Ich würde sagen sogar, dass im Moment so vom, wie soll ich sagen, so wer gegen wer fährt, sage ich jetzt mal, würde ich nicht mal sagen, dass Mercedes gegen Ferrari oder Mercedes in einer eigenen Welt ist. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Antonelli, Hamilton im Moment, wo so in ihrem Kosmos sind. Zwischendurch kommt ein bisschen Russell drin und dann verschwindet er auch wieder ein bisschen. Dann würde ich sagen, kommt schon dann Russell. Ja, Max ist ein bisschen hinten dran. Dann kommen wahrscheinlich dann mal beide McLaren noch. Und dann kommt der Leclerc. Irgendwie so würde ich es ein bisschen ranken. Österreich, ja. Ja, ja, gut, aber weißt du jetzt auch wieder, ich meine, sind wir realistisch, in Silverstone hätte der Antonelli nicht den Schaden gehabt am Auto, wo ihm so viel gekostet hat, der wäre an Leclerc hergekommen. Er wäre an ihn hergekommen, ja. Aber du weißt, wie der Leclerc kann verteidigen kann. Ja, aber ich glaube auch der Antonelli, der ist, was so Zeug anbelangt, relativ kurzgebunden. Und ich meine, das Auto, was Batteriemanagement anbelangt, hat das ziemlich gut im Griff. Und auch Österreich dort am Grand Prix selber. Ich meine, wer ist Zweiter geworden? Ich habe Max. Max ist Zweiter geworden. Ich meine, Red Bull hat dort eine krasse Pace gehabt im Rennen. Qualifying eben, wie du gesagt hast, ist er Mühe und Not, ist er noch, ja gut, er ist abgeflogen endlich, aber schlussendlich Fünfter geworden. Ich glaube, es liegt vielleicht einfach ein bisschen auch noch ein Heimvorteil, dass das Auto ein bisschen besser ist oder dass sie halt einfach ein bisschen schauen, dass sie auch ein bisschen besser dastehen. Das gibt es ja auch oft, viele Sponsoren erwarten ja auch von ihren gesponserten Teams oder die Teams, die sie sponsern, dass sie bessere Ergebnisse beim Heimrennen liefern, weil das halt einfach mehr Publicity ist für ihre Brands, die sie haben. Aber die wäre ja eigentlich auch schon gewesen, dass man muss sagen, dass sie den Russell oder dass er den Russell eingeholt hätte im Rennen. Ferrari war ja nirgendwo gewesen. Darum, im Moment ist es so ein bisschen wieder so auch wie auf der Strecke, wie wir zum Beispiel auch in Silverstone gesehen haben, wieder so ein bisschen ein Jojo-Effekt. Irgendwie so gefühlt vorne immer ein bisschen jemand anderes gut, nur McLaren ist es nicht. Die sind ein bisschen am hinten nachtrüllen, die haben ein bisschen Mühe. Ich würde aber auch sagen, dass Red Bull mehr Schein ist als sein, effektiv. Also ich würde schon sagen, dass Mercedes Ferrari stark ist. Unter den Fahrern würde ich sagen Antonelli, Hamilton und dann nachher die anderen zwei. Aber ich denke jetzt auch, also ich bin auch ehrlich, also das ist jetzt nicht böse gegen Leclerc, das ist jetzt wirklich nur so
Würde ich jetzt aus meinem Bauchgefühl aus sagen, ist jetzt einfach nur eine Ausnahmesituation gewesen, dass er in Silverstone gewonnen hat. Ja, das werden wir noch sehen. Bin ich jetzt nicht ganz der Meinung. Bin ich jetzt wirklich nicht ganz der Meinung, aber das können wir sonst gerne bei Silverstone nachher diskutieren. Ja, aber das Safety Car hat ihm den Arsch gerettet. Also wir müssen ja nicht darüber diskutieren. Bin ich ziemlich sicher, respektive. Also, das Ding ist halt schon, dass das Ferrari das ganze Wochenende über in Silverstone wirklich Pace gehabt hat. Und wirklich können mitfahren. Klar, ich wollte jetzt sagen, ey, schau, wenn es Safety Car nicht gewesen wäre, dann wäre der Antonelli so etwas von locker aufgelegt. Ja gut, nein, der Antonelli hat ja einen Schaden gehabt, weißt du? Ja, ich glaube sogar mit dem Schaden wäre er drauf gekommen. Aber jetzt, wenn du den Kampf nur gegen den Russell nimmst, also der Antonelli ist einfach um Längen besser momentan. Ja, aber, ja, das schon. Aber Silverstone möchte ich einfach nur sagen, dass ein Russell wahrscheinlich auch hergekommen wäre. Oder beim Hamilton ist einfach in der Strategie technisch, wo man muss einfach den Kopf schütteln, wieso dass sie ihn dort gepittet haben. Aber ja, aber es ist, also da kommen wir nachher bei Österreich noch dazu. Bei Silverstone, genau. Ja. Zum Österreich noch ein bisschen, also von mir aus schon ein bisschen abschließen, weil allzu viel ist nicht passiert. Ja, wir haben eben den Max auf P2, der Antonelli auf P3. Grundsätzlich hat man hier im Rennen ganz klar gesehen, dass eben Ferrari noch nicht ganz dort ist, wo sie sollten, so im Race Pace. Das ist ja immer schon ein bisschen das ganze Jahr über das Problem, dass sie vor allem im Qualifying gut sind, beim Start gut sind und dann fängt es so ein bisschen von weggehen. Und das sind wirklich einfach Areas, wo sie sich zwingend, dringend müssen verbessern. Auf was ich generell noch ein bisschen zu sprechen komme, ist, was mich in Österreich sehr genervt hat, aber auch in Silverstone extrem wieder. Und ich muss es einfach nochmal aufgreifen. Also TV Direction ist mega schlimm geworden dieses Jahr. Es gibt so viele Stories, Crashes, irgendetwas, was hintendurch passiert. Ich erinnere zum Beispiel an den Perez, der aus der falschen Gridbox gestartet ist, wo du nicht mitbekommst, wenn du nicht selber das Zeug gehst, nachher recherchieren. Und das habe ich in Österreich wieder gehabt. Es entfällt mir zwar leider gerade, aber ich mag mich gut erinnern, es hat dort auch irgendetwas im Hintergrund gegeben, wo ich einfach wieder sagen so, ey, also habe ich nicht mitbekommen, hätte ich nicht gewusst, wenn ich nicht selber nachher recherchiert hätte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir zerstört es ein bisschen den Spass am Zuschauen, weil es wirkt so ein bisschen so, die letzten paar Rennen schon, einfach, dass sie versuchen, auf Krampf irgendwie weiss zu machen, dass das Racing jetzt geil ist. Und ja gut, das müssen sie ja auch so, weil das Reglement hat ja so viel Hate abbekommen. Irgendwie müssen sie die ganze Zeit immer zeigen, wie gut das es wurde ist und wie unterhaltsam und alles drum und dran. Ich finde es immer noch, also schau, weißt, das Racing an und für sich, es ist schon, jetzt in Österreich ist eigentlich okay gewesen, weil Österreich einfach ein bisschen eine Strecke war, wo dann Auto gut gekommen ist. Weil es einfach harte Bremszone hatte, wo man Batterien laden konnte, wo halt einfach die Batterie immer wieder wieder voll war oder beziehungsweise ein bisschen Strom drin hatte. Also das Superclipping ist eigentlich gar nicht vorgekommen. Aber Silverstone hingegen war ja wieder eine Katastrophe gewesen, was das anbelangt. Ich meine, der Sprint war ja eine Katastrophe gewesen, was da wieder für einen harten Jojo-Effekt war die ganze Zeit. Das ist einfach nur, das ist eben auch wieder etwas, wo einfach wieder so scheiße ist bei dem Reglement. Wenn die Teams nicht alle genau das Gleiche drin haben, von wo du nicht laden, wo du nicht entladen, wenn sie einfach den Rhythmus nicht überall genau gleich haben, dann nachher ist einfach kein richtiges Racing. Weil dann zieht der andere vorbei mit irgendwie 30 km/h, 40 km/h Überschuss gefühlt. Der überholt so, als wäre das irgendwie ein Formel-3-Auto gerade, das er überholen will. Und dann nachher 2 Kurven weiter ist es ganz umgekehrt. Und das ist einfach das ist so künstlich. Es ist scheiße zum Zuschauen. Es ist einfach nicht geil. Und Österreich ist halt einfach anscheinend, was so das anbelangt, wie man die Batterie entleeren und wieder aufladen, sehr einfach gestaltet gewesen. Oder weil es halt einfach so die Punkte gehabt hat, die irgendwie jeder gerade genommen hat. Darum ist es dort nicht so aufgefallen. Darum ist das Racing eigentlich relativ okay gewesen, sage ich mal, und auch wirklich gut gewesen. Aber ich denke jetzt gerade auch den Spa, der als nächstes kommt. Dort werden wir es 100 Pro auch wieder haben. Ja, absolut. Also, von dem her, ich glaube, Österreich kann man wirklich abschließen mit, also tut mir leid, aber es war wirklich ein belangloser Grand Prix gewesen. Es hat keine grossen Storys daraus rausgegeben und das Racing war so ein bisschen mit gewesen. Klar,
es war cool gewesen, Aufholjagd von Antonelli ein bisschen zuschauen und so. Und hey, schafft er es noch, den Verstappen zu holen. Aber es ist einfach irgendwie nichts Nennenswertes mir noch geblieben. Zudem würde ich sagen, ja, gehen wir eigentlich direkt zum Silverstone Grand Prix, weil, wenn es mich nicht täuscht, ich habe nichts gross, wo zwischendrin passiert wäre, notiert. Oder kommt da irgendetwas in den Sinn, off-track technisch, wo wichtig wäre? Ich glaube, nach Silverstone haben wir mehr so ein bisschen Ja, Gerüchte und also, so. ja, also Dings, es hat ja dann einfach, ich glaube, es ist dazwischen ist bekannt gegeben worden, dass Aston Martin mit einem grösseren Update dann auf Ungarn kommt. Genau. Ich habe jetzt heute noch etwas gelesen, dass das scheint, soll 2,5 Sekunden Performance bringen, das neue Chassis. Yes, habe ich auch gelesen. Und das sind wirklich 2 Sekunden davon sind rein nur vom Chassis. Das finde ich noch also wenn krass. das wirklich stimmt, das ist krank. Dann, Ja. mit 2,5 Sekunden, die wären ja gerade Midfield irgendwo. Nein, das sind gerade wo bei P18. Hure geil. Nein. Also Nein, von dem her, das ist viel, sehr viel. Ja. Und zudem auch noch, klar, für jetzt nicht interessant, aber Honda hat jetzt pledged, dass sie wirklich für 2027 einen ganz neuen Motor machen. Ja, müssen sie auch, sonst haben sie nächstes Jahr keinen Vertrag mehr mit Aston. Aber ja. Ja, allgemein werden sie dann wahrscheinlich aus der Formel 1 ausscheiden, ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Adrian Newey wird gezaubert haben. Jetzt werden wir auch langsam die Changes sehen, die er hätte können, noch mit einbringen. Weil das braucht alles immer extrem viel Zeit, von der Idee bis zur effektiven Erstellung, bis alle Tests durch sind. Aber ja, es ist eigentlich wirklich, sie nennen es ja auch ein Evo-Car, das sie werden bringen. Also es ist eigentlich gar nicht mehr das gleiche Auto. Es ist ein kompletter Beastback, alles von vorne aufgekrempelt. Also nicht erstaunen, wenn dann das Auto in Ungarn wirklich auch komplett anders wird aussehen. Ja. Dann, Und noch ganz kurz, der Alonso hat es dort noch geheißen, dass er sich wird entscheiden auf einen Monza Grand Prix her, wie es weitergeht mit seiner Karriere. Also ich Ja. hoffe, dass er aufhört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht gegen den Alonso, überhaupt nicht. Aber ja, das Gleiche wie sein Teamkollege, die sind einfach schon zu lange drin. ja, es gibt einfach genug Talent. Sie haben Nikola Zolov zum Beispiel, der als erster Fahrer überhaupt 3 Rennen nacheinander gewonnen hat, was übrigens sehr schwierig ist in der Formel 2 wegen dem Reverse Grid. Sie haben einen Drugovic, der jetzt in der Formel E relativ erfolgreich unterwegs ist. Es gibt so viele Fahrer, die es verdient hätten und vor allem bei Aston eigentlich einen guten Platz hätten können finden in all dieser Zeit. Ja, wäre schön. Hat der Alonso gern. Ich wollte ihm nichts Schlechtes gönnen, aber es ist Zeit. Es ist definitiv Zeit. Dann ja, kommen wir zu Silverstone. Silverstone ist eine der ersten Strecken, wo ich von vornherein eigentlich auch schon gewusst habe, das wird ein bisschen exposen, was wir das Zweite hier im Podcast schon immer wieder für Bedenken haben mit diesen neuen Regulationen. Und es hat es hart exposed. Also ich muss sagen, es ist, glaube ich, an keinem Wochenende, außer Australien logischerweise, weil dort ist es natürlich nochmal auf die Extreme rausgedrückt worden. Aber es ist mir an keinem Wochenende so hart aufgefallen wie an dem. Dass einfach, es wird nicht ein grosses Setup gemacht, du tust nicht gross irgendwie vorbereitet, du schaust, dass du einigermaßen nahe bist und drückst einfach ein Knöpfchen und bist am Ende von der Gerade vorne. Und ein riesen hurige Jojo, vor allem, wie du auch gesagt hast, im Sprint. Dort fangen wir auch gerade an. Der hat ja gestartet mit dem Lewis Hamilton auf Pole, dann der Kimi, Max, Charles und der George. Dort habe ich schon mal sehr Freude gehabt, dass der Kimi wieder wird können, Punkte rausholen wieder wird können vorfahren. Ja, genau so ist dann schlussendlich so passiert. Kimi hat nachher geändert auf dem P1, Lewis auf dem P2 und erstaunlicherweise hat McLaren relativ gut ausgesehen in Silverstone. Norris hat dort den P3 im Sprint können holen. Dort muss ich aber wirklich sagen, hat es mir mega abgelöscht. Also das Wochenende, wo ich noch schon den Sprint geschaut habe, habe ich mir einfach so gedacht, einmal währenddessen, und dann habe ich wirklich gemerkt, so, fuck, ich bin nicht mehr dabei. Mir ist eigentlich durch den Kopf so, schade, es ist jetzt nicht ein WM-Match, ich würde lieber gerade WM schauen als das Sprintrennen. Und das ist ein bisschen traurig eigentlich, weil ich liebe die Formel 1, aber es ist einfach so plastisch. Es ist einfach extrem hure plastisch und es hat mir einfach nicht gefallen. Zudem habe ich schon keine Freude an Sprintrennen, weil die nachher auch so ein bisschen das Rennen voraussagen jedes Mal. Aber ja,
Das Einzige, was halt interessant war, ist in meinen Augen, dass im Sprint schon sichtbar war, eben, dass Ferrari langsam immer wie besser wird, Race Pace ein bisschen besser wird, dass sie definitiv Nummer 2 sind in Silverstone, kann man sagen. Und ja, dass der Kimi halt seine gute Form mindestens bis zum Sprint, nein, auch im Rennen hat können beibehalten. Das sind so die Storys, die ich mitnehme aus dem Sprint. Ja, ich habe mich einfach gefreut, dass der Kimi gewonnen hat. Also man merkt, diese Season bin ich wirklich so ein richtiger Fanboy vom Kimi, aber das habe ich schon einmal gesagt, er ist mir super sympathisch und es ist mir 1000-mal lieber, dass er gewinnt, als der andere bei Mercedes. Yeah. Oder der andere bei McLaren. Nein, es ist einfach geil. Aber ich finde einfach die Zusammensetzung oder Konstellation finde ich so gut. Da kommt so ein kleiner Schnoddergolf Part-Time um die Ohren, der so lange jetzt schon bei Mercedes ist, immer noch Scheisskerren hat von Mercedes. Und eben, da kommt einer, der, ich muss sagen, eben, Antonelli letztes Jahr noch gesagt hat, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war mit Mercedes, wieso steckst du nicht in Williams und nimmst einen Carlos Sainz trainieren. Jetzt muss man sagen, zum Glück hast du nicht Mercedes gelassen. Also es ist wirklich eine ganz geile Geschichte, die hier geschrieben wird und eben auch seine Rekorde, die er jetzt schon alles gerissen hat, das sagen ja auch viel schon über ihn aus. Und ich hoffe einfach wirklich, wirklich sehr, dass der Antonelli auch nach der Sommerpause weiterhin auf diesem Performance-Level performen kann. Weil es wäre schade, wie jetzt zum Beispiel bei einem Piastri, wo man einfach dann nach der Sommerpause gemerkt hat, wie irgendetwas anders wurde ist und der einfach schlecht wurde oder schwächer wurde. Und ich meine, ich frage mich auch, Piastri ist aber auch wieder so eine hohe Thematik, wo ich mich einfach frage, so, was läuft dort eigentlich falsch? Weil du wolltest mir nicht sagen, dass der Piastri ein Championship angeführt hat, so hure stark war letztes Jahr und irgendwie von heute auf morgen Performance wie draussen ist und ein Norris wieder stärker ist. Jetzt mit der neuen Generation, ob die einfach wirklich nicht so leid kann sein. Ich meine, beim Hamilton hat man ja auch wirklich sagen, dass die Ground Floor Ära da oder beziehungsweise Ground Ära da auch nicht so gelegen ist, weil jetzt ist ja auch gegenüber dem Leclerc besser. Das muss man einfach so sagen. Schon besser da. Aber ich würde es hure schade finden, wenn der Kimi so irgendwie nach der Sommerpause so irgendwie in das Tief hineingehen und dann nachher holen irgendwie alle wieder so extrem auf. Und klar, für die Spannung wäre es cool, aber ich würde es auch einfach geil finden, wenn der Kimi einfach das ganze Jahr nur dominieren schnell. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Sprint an sich bin ich bei dir. Es war nicht wahnsinnig geil gewesen, aber Sprints sind halt einfach nicht geil. Ich habe mich einfach gefreut, dass der Antonelli gewonnen hat. Dass ein Hamilton Zweiter wurde, ist auch voll okay für mich, weil er geht wirklich auf bei Ferrari und das tut ihm auch wirklich mega gut, weil der hat auch recht lange unten durch jetzt, bis er jetzt wieder ein bisschen aufgekämpft hat und so. Und der andere ist auch noch Dritter geworden, aber ich hätte jetzt lieber auch Max Verstappen weiter vorne gesehen. Es ist ja so herablassen, aber hey, es tut mir wirklich leid. Ja, das ist ja so. Aber ich hätte jetzt wirklich lieber einen Max vorne gesehen, weil der Max ist für mich so der einzige Typ, der einfach da vorne alle noch irgendwie so voneinander nehmen, auf eine Art und Weise, wo du einfach musst sagen, Scheiße, ist das ein geiler Fahrstil, aber eben, es ist leider, muss ich ehrlich sagen, Max Red Bull, die geht dort auch voneinander und ich glaube, das wird nicht mehr lang gehen, bis die voneinander sind. Ja, ich greife das jetzt an dieser Stelle auch gerade schnell auf. Oder? Also ich meine, das Wochenende hat mir noch ganz klar exposed, dass der Max mit dem Red Bull zu kämpfen hat oder dass der Red Bull generell ein schwieriges Auto ist. Ich meine, auch ein Hadjar, der jetzt das mal zum Beispiel im Qualifying tatsächlich sein extrem erfahrener Weltmeister-Teamkamerad effektiv übertrumpft hat. Und das ist nicht das erste Mal dieses Jahr. Hadjar hat fast 2 Zehntel, glaube ich, mehr gehabt, wenn es mich nicht täuscht, im Quali. Gut, aber ich denke, muss ich auch einwerfen, Hadjar ist von allen Teamkollegen der letzten 10 Jahre wahrscheinlich jetzt inzwischen dann schon, muss man sagen. Glaube ich, der am ehesten das mit dem Max wieder aufnehmen kann. Von der Pace her oder vom Speed her, glaube ich, ist das schon ziemlich strong. Bis auf Perez die ersten 2 Seasons.
dritte Season müssen wir nicht drüber reden. Aber die Perez, die ersten 2 Season, ist wirklich eigentlich unnötig dran gewesen. Aber ich sage, auf dem Level performt der Hadjar jetzt. Wobei der Hadjar auch nicht ganz so hart exposed wird durch kleine Qualifying-Defizite. Oder? Wenn du jetzt schaust, zwischen P1 und P10 im Q3 hast du 1,6 Sekunden gehabt, zum Beispiel. Also es ist jetzt schon natürlich auch viel mehr Margin dazwischen. Aber trotzdem, Hadjar performt gut und auf was ich raus haben wollen ist, trotzdem hat er mit einer P5 immer noch die Hände als Steuerrad gehauen. Er war nicht zufrieden mit der Lab. Ja, Keiner aber von das denen ist auch beiden immer hure geil. Sorry, wenn der nicht Erste ist, haut er immer als Lenker drauf. Das arme Lenker wird so vermöbelt die Glaub mir, ganze Zeit von ihm. auch in der Formel 2 schon, der hält auch als Lenkrad durch, wenn er Erster ist und nicht das absolute Maximum aus der Lab rausgeholt hat. Also, das ist typisch Hadjar. Er will Perfektionismus, jede Runde, und wenn er es nicht hat, ist er hässig. Aber finde ich geil. Ich finde, das hat so ein bisschen einen gewissen Spirit. Ich finde eben, der Hadjar, wenn der im richtigen Auto hockt, der könnte so einen Weltmeisterkopf haben. Also wirklich auch die Nerven dafür haben, in meinen Augen. Aber mal schauen, was mit dem zukünftig noch passiert. Es ist aber ganz klar, dass Red Bull so weit am Struggeln ist. Und gerade nach dem Silverstone Grand Prix sind wieder die Gerüchte extrem laut geworden, vor allem eben auch, weil Piastri wieder ein katastrophales Rennen hatte. Der hatte, glaube ich, irgendwie einen Schaden gehabt, glaube ich, mit dem Lawson oder so, der hat doch einen Crash gehabt. Ganz am Anfang, dort bei, was ist das, Love hinten. Nach der ersten Straight. Oder ja, genau, jetzt sind etwa 2-3 Autos gerade ausgefahren. Ich glaube, ein Haas hat sich gespinnt noch, ja. Ja, und ich glaube, der Lawson war involviert, der Bearman, wenn es mich nicht täuscht, oder der Ocon, nicht sicher. Und eben der Piastri. Ja, dann, genau, Piastri hatte dann auch noch Frontflügelschaden gehabt, schon auf einen quer gelegen. Und ja, Gerüchte sind wieder extrem hochgekommen, dass anscheinend der Piastri schon seit längerem die Schnauze komplett voll hat von McLaren und dass anscheinend der Verstappen auch schon relativ tief in den Gesprächen mit McLaren sei und ein potenzieller Wechsel zwischen diesen beiden jetzt ansteige. Und die Gerüchte habe ich schon lange nicht mehr so laut gehört wie jetzt gerade. Klar, das ist von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Aber was haltest du von dem? Ist da wirklich etwas dahinter oder ist es einfach wieder mal uns Fans, die wieder ein bisschen im Träumen sind? Ja, was soll ich sagen? Ich sage ja den Spruch relativ häufig, aber irgendwie ist halt immer etwas Wahres daran, dass halt, wo Rauch ist, ist alles Feuer. Ich denke, es ist nicht so abwegig, dass der Piastri nicht so happy ist. Beziehungsweise er ist sehr verhalten. Ich denke mal, der Mark Webber ist nicht so happy. Muss man vielleicht auch so sagen. Ja, der ist mit dem Sack nicht mehr so auf einem guten Kurs, seitdem das ja, letztes Jahr ein paar Mal ein bisschen fraglich ein Driver-Swap gemacht wurde. Ob jetzt der Max zu McLaren geht, ist hure schwierig, weil also eben, ich habe viele Sachen gelesen. Angeblich hat der Manager von Max Mercedes ein Angebot gemacht, dass der Max zu Mercedes geht, aber nicht einen Jahresvertrag bekommt, sondern irgendwie gerade einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag. Mit einem wesentlich tieferen Salär, den er jetzt bei Red Bull hat. Also irgendein Salär, das sich auch Mercedes locker hätte leisten können. Und der Toto hat das scheint abgelehnt, mit der Begründung, eben, dass er jetzt wie halt im Moment gerade nicht so, ja, nicht den Grund sieht, um irgendwie einen Fahrer auszuwechseln. Ja. Er hat auch der Antonelli, er ist set für die nächsten 10 Jahre, wenn der Antonelli bleibt. Also. ja, es ist ja so. Ich meine, sorry, der Antonelli ist, der hat glaube ich, ein Salär von etwa 2 oder 3 Millionen im Jahr. No. No. Ja, logisch, no. Ja, logisch, das wird aufgehen, aber ich meine, schau mal, wie viel Profit er jetzt macht mit dem Antonelli in diesem Jahr. Der kann den so verkaufen, der Mensch. Also, jetzt nicht menschenhandelmäßig, aber, halt einfach sein Gesicht halt kann er halt einfach gut verwenden und so. Ist halt, ja, es tut jetzt her, aber die Leute schauen wahrscheinlich lieber einen Antonelli an als einen Russell, also, ausser du bist in England. Es ist halt viel, ja, wie soll ich sagen, viel schwerer jetzt für den Toto wurde. Ich glaube, wenn es irgendwie letztes Jahr gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch einfacher gewesen, weil dort hat er einfach wahrscheinlich wirklich den Antonelli abgeschoben, weil der Russell dort eher noch gute Performance geliefert hat. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass beide sehr hoch performen, aber der Russell hat eher ein bisschen schwächer. Aber
du kannst jetzt wie halt auch, also kann ich verstehen vom Toto her, dass du nicht gerade einfach kannst jetzt sagen, so, ja, okay, der Russell, der performt jetzt ein bisschen schlechter, ich schmeiße ihn jetzt raus und nehme jetzt den Max. Kann irgendwo verstehen, dass du das nicht machst. Ferrari ist schon auch Tür im Moment zu. Leclerc hat Vertragsverlängerung vor Monaco. Hamilton ist ja eigentlich für nächstes Jahr noch ein bisschen offen. Also scheint es ja da auch wieder ein bisschen Spekulationen, dass es heisst, Hamilton macht 27 und 28 noch bei Ferrari. Denke ich einfach ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, wie er wird die WM performen. Ich denke, da werden wir erst im Oktober in etwa so erfahren, wie es weitergeht mit dem Hamilton. Ich kann mir allgemein vorstellen, dass die Silly Season das Jahr ein bisschen später wird sein. Nicht so wirklich über den Sommer rein, aber das stand jetzt da. Und dann ist ja eigentlich schon nur McLaren. Aber willst du zu einem Team gehen, wo wie soll ich sagen, eigentlich gleich performt wie Red Bull, tendenziell ein bisschen schlechter? Klar, McLaren kann wieder aufholen. Klar, McLaren hat jetzt zweimal auch Team Championship gewonnen. Und hätte auch den Lando als Weltmeister können küren, aber muss man auch sagen, dass das halt einfach auch, ja, auch mir ein bisschen geschenkt wurde. Und willst du jemanden haben, der dann nachher sagt, so, ob das die Championship Hotline ist am Schluss von der WM, das sind alles so Sachen, also, wo du musst fragen, ob du das wirklich willst. Gut, das Letzte ist vielleicht jetzt gar nicht relevant, aber nein, schlussendlich hast du auch ein Teammate wie ein Lando, das wird auch wieder etwas sein, was ein bisschen schwieriger wird sein wahrscheinlich. Weil du hast halt einfach den Max, wo du nicht einfach sagen kannst, so, ja, schau, du bist der zweite Fahrer, im Lando kannst du es aber auch nicht sagen, weil du dort irgendwie schon deine ganze Seele verkauft hast. Und Bahrain-Investoren haben zwar gesagt, sie würden mehr Geld geben im Team, habe ich etwas gelesen, wenn sie den Max wiederholen. Also, ich sage mal so, vielleicht, dass McLaren den Max will, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ob der Max wirklich zu McLaren wette gehen, weiß ich nicht, ob das wirklich so wird sein. Und Ja. bei Piastri ist es dann halt einfach andersrum wieder, gell, wo willst du hergehen? Da musst du fast zu Red Bull gehen. Ihn selber würde ich aber bei Red Bull sehen, gerade mit der Das macht Sinn. Gerade mit der Hintergrundgeschichte von Mark Webber, der eben Red Bull war. Allerdings muss ich auch wieder sagen, gell, Red Bull ist nicht mehr das Team, wie es vor 10 Jahren war, leider. Das hat sich komplett gewandelt. Das sind gar nicht mehr die Leute mit drin, wie auch der Mark Webber vielleicht noch kennt hat. Ich habe jetzt auch etwas gelesen, dass ja anscheinend auch Audi noch im Gespräch sei. Ja, macht Sinn. Ich glaube, Audi ist aber erst wirklich interessant, wenn sie auch bessere Resultate reinfahren. Zudem haben sie halt jetzt noch einen sehr starken erfahrenen Fahrer und einen sehr starken jungen Fahrer. Von dem her wird es dann mehr so ein Ding sein, wenn sie Erfolg haben, dann werden sie auch easy so einen Piastri können ins Boot holen zum Beispiel. Aber ich glaube, für mich, ich würde sagen, es hängt bei beiden einfach von gewissen Faktoren ab. Oder? Also ich denke mal, ein Piastri, der wird das Red Bull nur übernehmen oder reingehen, wenn er so ein bisschen übernehmen kann. Wenn er so ein bisschen klar gesetzt Nummer 1 bei Red Bull sein. Und ich denke, dass ein Webber auch das so ein bisschen aushandeln will, dass er sagt, ey, schau, dass er mit mir gemacht hat, das gibt es nicht. Piastri wird Nummer 1 sein und er muss das Team rund um ihn herum aufbauen. Ich denke, er wird auch gerade Max Verstappen so ein bisschen als das in dem Sinne auch nehmen und sagen, hey, schau, ihr habt jetzt jahrelang auf einen Fahrer aufgebaut, jetzt machen wir das gleiche mit Piastri und dann kommen wir dann über. Also, so könnte ich mir vorstellen, wäre das interessant für einen Piastri, auch wenn Red Bull momentan ein bisschen hinten ist, weil dann kann er das Team versuchen aufbauen, um sich herum aufbauen und bei einem Verstappen denke ich, ist halt höchstens aus dem Grund interessant, dass halt ein GP, der Giampiero Lambiasi, ist ja ziemlich gesetzt, jetzt eigentlich Team Principal wird, stimmt das 28, richtig im Kopf? Ja, im 28 Team Principal wird. Das ist natürlich sehr interessant für einen Max, vor allem, weil er dann auch ganz klar kann Sachen aushandeln kann, wo McLaren ihm halt auch viel mehr bieten als Red Bull. Andere Rennserien zum Beispiel. McLaren ist sehr stark vertreten in sehr vielen Rennserien. Sie sind bei der WEC dabei, sie sind bei GT Races dabei, sie sind im IndyCar dabei und so weiter und so fort. Wer weiß, ob sie nicht sogar noch andere Serien würden auftun, weil der Verstappen kommt oder wenn der Verstappen kommt. Also ich glaube, das hängt extrem davon ab, weil der Verstappen wird zukünftig wollen, irgendwo etwas aufbauen bei einem Team, wo eben auch Rennserie übergreifend unterwegs ist. Weil er will irgendwann weg von der Formel 1. Und die Frage ist, will er früher weg
Oder will er später weg? Will er vielleicht noch ganz kurz mit dem GP bei McLaren schauen, wie es dort so läuft? Aber das sind alles solche Sachen. Ich finde eben auch, wie du sagst, wo Rauch ist auch Feuer. Aber wir sehen momentan, glaube ich, mehr auch, als es effektiv Feuer ist momentan. Wir sind noch ein bisschen zu verliebt in die Idee, dass es sollte kommen. Und ich sage, Stand jetzt ist sicher noch nicht die richtige Entscheidung. Der Max sollte sicher in Red Bull noch ein Jahr Zeit geben, wirklich seinen Contract schön ablaufen lassen. Das macht für mich am meisten Sinn. Oder Piastri, er soll einfach Geduld haben. Ich glaube nicht, dass McLaren effektiv für immer würden Norris bevorzugen. Ich glaube, bei denen ist es wirklich, wer besser performt, kommt voran. Und das werden wir jetzt alles sehen. Diese Saison, aber nächste Saison, ja. Ich finde halt einfach noch, dass, also gerade weil ich eben noch vorher noch Audi in den Raum reingeworfen habe, ich finde sogar eben, dass du zwar gesagt hast, eben performance-technisch Audi eben so von den Resultaten her auch, ja, aber es ist natürlich halt auch wieder ein Zukunftsprojekt, wo halt einfach, wo ich muss sagen, wo halt hier und da schon recht gute Ansätze hat. Ich meine, Audi hat hier und da mal ein Rennen, wo sie wirklich nicht schlecht dastehen. Und ich meine, wieso jetzt nicht, es tut es her. Also ich meine, ich finde Hülkenberg ganz gut und finde auch, dass er wirklich immer einen guten Job gemacht hat. Und ich meine, er hat ja jetzt auch sein verdientes Podium letztes Jahr mal geholt endlich. Aber wieso nicht einen Hülkenberg ersetzen? Er ist halt auch schon älter, klar, er hat viel Erfahrung, aber diese Season ist er ja auch nicht wahnsinnig gut. Klar, auch viel Pech mit dem Auto, muss man auch sagen. Bortoletto hat aber auch schon ein paar Mal Pech gehabt, aber er hat schon 6 Punkte geholt in dieser Season. Hülkenberg hat noch 0. Er ist der einzige Fahrer, nebst Cadillac und Aston, respektive Lance Stroll, der keinen Punkt hat. Der Alonso hat einen Punkt im Aston. Und darum denke ich mir halt einfach auch so, hey, wenn du einen Piastri kannst haben, der wirklich jünger ist noch, aber doch auch schon, sage ich, ein bisschen Erfahrung hat, vor allem auch in einem Weltmeisterteam, ist ja das eigentlich auch sehr, sehr interessant für Audi, wenn du jemanden hast, der ja, die Erfahrungen hat und kann Inputs geben, hey, so und so läuft das, sage ich mal blöd gesagt, in einem Weltmeisterteam, weil ja, Hülkenberg ist noch nie in einem Weltmeisterteam gewesen. Ja. Und darum, also ja, abgesehen von Williams dazu mal, aber wo die Weltmeister sind, schon länger her. Aber ja, darum wäre es schon auch eine Überlegung. Klar, eben, Hülkenberg, der fährt jetzt auch schon hure lang Formel 1, respektive ist auch sehr, sehr lang schon wieder dabei. Und ich muss ihm auch wirklich immer wieder viel Props aussprechen, dass er eigentlich, ja, wie soll ich sagen, weißt, er ist noch nie einen Grand Prix eigentlich gewonnen in dem Sinn, aber der ist wirklich in der Corona-Zeit irgendwie 2-mal eingesprungen oder so, hat gute Performance abgeliefert gehabt und weiss ich was alles, und dann haben sie wieder reingenommen und ist geblieben eigentlich, hat sich immer können wieder behaupten, hat bei Haas einen super Job immer wieder gemacht gehabt, und auch bei Sauber ist er wirklich auch immer so wieder mit rausgestochen, und eben jetzt bei Audi ist jetzt halt wieder am Schwächeln. Aber wie soll ich sagen, weißt, ich meine, also ich finde das krass, was der geliefert hat. Ich meine, eben Ricciardo hat das auch gemacht, er hat es nicht können bringen, und der Ricciardo war ein Grand Prix Gewinner und auch in einem Weltmeisterteam und alles drum und dran, aber hat das einfach alles nicht können. Der kann das, also das spricht schon viel für ihn, aber eben, ich meine, wie alt ist der Hülkenberg? Der ist ja jetzt auch schon, der ist ja die 40, oder nicht? Der geht gegen die 40 zu, ja, das kann ich sonst gerne mal ich schaue gerade. Er ist jetzt 38, ja. 38, also, ja. Also, weißt du, da bin ich ganz bei dir. Also, der Hülkenberg ist einer, wo das klingt immer fies, aber er wird die Geschichte eingehen als einer der besten Midfield-Fahrer ever. Das klingt verdammt fies, wenn du das so sagst. Schon, ja. Aber das ist halt ja, manchmal das Glück von gewissen Formel-1-Fahrern. Ich sage, wenn er zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen wäre, dann hätte er das Potenzial gehabt, Champion zu werden. Gleich in Jenson Button zum Beispiel. Das ist für mich auch nicht der Champion Nonplusultra, aber er ist zum richtigen Ort, richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hat das dann einfach auch umgesetzt. Und das hätte bei ihm auch gerade so gut können der Fall sein. Er ist wirklich sehr, sehr ein starker Fahrer. Und das soll auch in dem Sinne nicht wegnehmen von einem Bortoletto, wo ihn jetzt gerade wirklich so ein bisschen in Grund und Boden fährt. Das ist ein bisschen fies, aber ist es so. Heisst aber nicht, dass der Bortoletto dieser Wegen viel besser ist wie ein Hülkenberg. Also er ist es,
aber Hülkenberg fährt immer noch gut. Aber das ist, also da müssen wir trotzdem keine Illusion haben, das war für mich auch immer klar gewesen, sobald Audi erfolgreich ist, wieso sollen sie den Hülkenberg behalten? Es gibt so viele talentierte junge Fahrer, die, wenn Audi erfolgreich wird, sehr viel Interesse werden haben und ja, in dem Sinne für ein gutes Gehalt werden können wechseln, weil Audi wird riesen viel Geld reinbuttern, wenn sie merken, hey, jetzt können wir langsam um Wins oder um Championships fahren, dann wird Audi gerne Geld investieren in einen guten neuen Teammate von einem Bortoleto. Und der Bortoleto, der ist so talentiert, das merkt man vielleicht auch gar nicht, weil er hat bis jetzt nur den Hülkenberg als Gegner gehabt, aber was das Auto wirklich um seine eigenen Ohren herumfährt, der Cape ist sehr, sehr gut unterwegs. Ja. Aber der Bortoleto, von welchem, ist der in einer Academy oder von welchem Team ist der gefördert worden? Oder ist er self-made? Nein, nicht self-made. Also, das Allerwichtigste ist, dass er im Fernando Alonso sein Management drin ist. Ja. Dann ist es so, dass er sehr lange McLaren Academy Driver war, aber die haben ihn dann gehen. Also zu der Zeit, wo er mit Invicta... Fehlentscheidung. Ja, definitiv. Wo er mit Invicta Formel 2 gewonnen hat. Das war geil. Ich war dann an der Strecke in Monza, wo er Formel 1 Season gewonnen hat. Dann war er noch McLaren-sponsored und kurz, oder beziehungsweise am Ende dieser Saison, aber das war mehr auf seinen Wunsch, hat er dann den McLaren-Kontrakt losgelassen. Schlichtweg, wo er gewusst hat, er hätte keine Zukunft mit dem Piastri und dem Norris und hat unbedingt zu Audi wollen. Also es war tatsächlich ein sehr, sehr guter Managementstreich von Alonso in dem Sinn. Klar, nicht gerade Piastri-Level-Streich, aber das ist im Alonso seinem Management zu verdanken, dass er jetzt bei Audi ist und ja, perfekte Entscheidung gesehen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, sowieso. Also weißt, ich meine, ich finde den Bortoleto finde ich auch wirklich im ganzen Formel 1-Kosmos eigentlich ein cooler Charakter und sehr, sehr talentiert. Und ich denke, eben, wenn Audi mal besser wird von der Performance her, ist der Bortoleto sicher auch einer, der ja, da vorne ein bisschen mitkämpfen kann und auch ein bisschen etwas rausreißen kann. Und ja, also darum würde ich auch eher auf einen Bortoleto setzen, dass der ja drinnen bleibt bei Audi und dann halt eben Piastri als Teammate reinkommt und halt ja, leider Gottes ein Hülkenberg mal irgendwie einmal rausgedroppt wird dann. Ja, das wird der Fall sein. Der Hülkenberg wird sicher, ich sage jetzt mal im Nachhinein noch ein bisschen sicher für das Team da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er weg von Audi wird gehen. Er wird sicher als Reserve, Testfahrer oder einfach auch als Team Ambassador rum sein, weil er ist in meinen Augen der perfekte Charakter dafür. Ja, und er ist halt einfach deutsch und ja. Deutsche Autohersteller ist natürlich auch für den Brand an sich wieder halt interessant. Und ich denke, das wird auch ein Hauptgrund sein, wieso dass er überhaupt in diesem Auto hockt, muss man auch wieder an der Stelle sagen. Definitiv. Also das passt einfach super zusammen. Aber ja, ich glaube, ihr seht es wieder einmal, Silly Season ist unglaublich spannend. Wir diskutieren sehr, sehr gerne darüber diskutieren. Wir sind jetzt natürlich extrem abgeschweift. Wir haben eigentlich den Silverstone Grand Prix gar noch nicht fertig besprochen. Weil es gibt tatsächlich jetzt über den Grand Prix selber doch noch ein bisschen das eine oder andere zum Besprechen. Also wir haben den Start, der eigentlich sehr straightforward war, eben Antonelli vorne, Leclerc, Hamilton hinter ihm gestartet. Die Ferraris haben zwar einen guten Start gehabt, wie immer, aber ja, der Antonelli ist eigentlich relativ lang mitgefahren. Bis dann, ich weiß nicht, welche Runde das war, er beim Überkörperfahren einen Schaden am Motor hatte. Und da muss ich echt sagen, das war speziell. Also es ist wirklich einfach, was war es? Bremsabdeckung? Nein, nicht Radabdeckung, sondern wirklich Bremsabdeckung, oder? Die kaputt gegangen ist. Ja, genau, irgendwie so etwas war, wo halt einfach durch die Vibration hat sich und durch die Kräfte, die durch die Luft entstehen, durch den Fahrtwind, hat es das wie umgelitzt und aufgedrückt. Und ist, oder beziehungsweise so gebrochen, dass es ganz aufgedrückt hat. Und dann nachher hat er so einen Schaden gehabt, dass er eigentlich das Auto wie nicht mehr richtig unter Kontrolle hatte. Und das zeigt einfach, ja, wie die Autos designt sind, oder kleine minimale Veränderungen. Das Auto ist gerade nicht mehr fahrbar, weil es einfach nicht mehr ausbalanciert ist. Und das ist eigentlich schon noch recht heftig.
Ja, es ist wirklich sehr heftig. Und vor allem eben, das ist immer, wenn etwas an einer Front kaputt geht. Oder? Also klar, die Front Wings sind jetzt nicht mehr so heftig wie früher schon. Also früher, wir reden da von 2018, 19. Ich meine, du weißt noch, wie viele Winglets und kleine Zusatzsachen und Kanäle noch gemacht worden sind mit dem Frontwing. Das ist jetzt nicht mehr so extrem, aber eben jedes kleine Aeroteil, vor allem vorne am Auto, macht alles kaputt, weil der Rest sollte es dann nachher flowen über das Auto. Wenn es nicht genauso float, wie es intended ist, dann hast du Imbalances, also du musst rechts mehr lenken als links, whatever. Hat man auch sehr, sehr stark gesehen, übrigens, wenn man seine Onboards geschaut hat. Er hat eigentlich konstant so ein bisschen rechts müssen lenken. Wobei, klar, kann auch eine Voreinstellung vom Auto sein, ich habe mir jetzt nicht geachtet, ob das das ganze Rennen schon so war. Aber man hat gemerkt, er verliert extrem viel Pace. Umso beeindruckender aber in dem Fall sein Fighting Spirit, den er gezeigt hat. Also er hat immer wieder gesagt, ey, schau, das Auto ist am Arsch. Und der Bono hat ihn immer wieder reinholen und gesagt, nein, komm, wir probieren es. Ich will, auch wenn es nur für den einen Punkt ist, scheißegal. Und ja, hat ja den Schluss einen Punkt gegeben. Ja, aber auch nur wegen Entscheidungen, wo wir auch wieder darüber diskutieren müssen, die ich auch wieder nicht verstehe. Ich sage grundsätzlich dass er Penalties bekommen hat, weil er Damage hatte. Genau, obwohl er nicht einmal schneller war. Ja, ist gleich verdient. Aber das war ja das Gleiche, wie der Leclerc auch bekommen hat in Miami. Also da gibt es nicht darüber diskutieren. Wenn du Tracklimits machst, hast du Tracklimits. Nein, es ist ja so. Nein, halt. Beim Leclerc war ganz klar, dass er die Kurven hat abkürzen. Aber ist auch langsamer Antonelli, er hat die meisten Strikes bekommen, weil er während dem Corner-Kontrolle verloren hat, wegen dem Schaden. Und ich sage, das ist für mich ein relativ grosser Unterschied. Singapur hat auch Tracklimits bekommen und ist auch bestraft worden. Obwohl er viel langsamer gefahren ist, weil er die Bremse kaputt hatte. Ja, sag nicht, dass das gut ist. Und dann nachher hat er Strafe bekommen. Nein, also für mich ist es nicht diskutieren. Es ist, wenn du Tracklimits machst, weil du über die Strecke hineinfährst, weil du einfach halt, ja, wenn der Karren nicht ganz richtig funktioniert und alles, Penalty, fertig. Ist ja so. Also darum finde ich eigentlich auch, klar, er hat es jetzt weitergezogen und er hat Penalty relativ spät im Rennen bekommen, also kurz vor knapp eigentlich, wo es fertig war. Aber eigentlich hätte man ihn rausnehmen. Also der Toto hat ja gesagt, ja, eigentlich habe ich schon überlegt, hier funken und sagen, er soll es rausnehmen und so. Aber er hat ja nicht wollen. Aber ich glaube, da hat das Team einfach so durchgegeben und sagen, so, komm, es hat keinen Wert. Weil er hätte keinen Punkt bekommen. Ja, aber was verliert er, wenn er drinnen bleibt? Er verliert nicht. Ja, das Rennen ist Kilometer auf dem Motor. Da hinten raus ja, das macht bei so einem guten Motor, bei so einem guten Team. Mega guter Motor, mit wo unter Hitze haben wir immer Probleme bekommen. Ja, das haben wir noch nicht so viele Probleme gehabt, außer Kanada. Nein, also der Russell hat schon ein paar Mal Probleme gehabt mit dem Motor. Ja, der Russell? Ja. Nicht der Antonelli? Ja, und der Antonelli hat einen anderen Motor, oder was? Hat er einen BMW-Motor, oder was? Am Ende des Tages, ich sage, es ist egal. Ich meine, wenn du Aussichten hast, dass du eventuell unter Umständen irgendwie noch irgendeinen Punkt reinholen kannst, dann machst du es. Und bis zu dem Punkt, wo Safety Car gekommen ist, hat er dann den einen Punkt auch noch bekommen. Er war ja 5 Sekunden entfernt. Oder hat es mindestens die 5 Sekunden noch easy rausgeholt bis am Ende des Rennens. Also von dem her, er hat den Punkt gehabt, wenn nicht nachher noch Safety Car gekommen wäre, wo dann durch Verstappen sehr untypischerweise verursacht worden ist. Er ist ja dann nach der Hanger Straight, oder? Ist gleich bei der ist er abgeflogen, ja. Ist er abgeflogen. Wie heisst der, wo der Schumi da alle in die Wand reingefahren ist und sich gebrochen hat. Ja, genau. Und ja, sehr untypischerweise, zeigt aber eines mehr, dass der Red Bull einfach irgendetwas nicht stimmt. Dort hat man, glaube ich, aber auch im Nachhinein, wenn es mir nicht täuscht, herausgefunden, es war etwas mit dem Heckflügel gewesen, oder nicht? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, also der Hamilton hat, nicht Hamilton, der Max hat ja das in einem Interview gesagt, dass angeblich eben der Macarena Wing nicht ganz schließt. Und das ist ja etwas, was in der Anfangs-DRS-Zeit auch so war, dass der DRS-Flügel sich nicht ganz geschlossen hat, ein bisschen Luft noch durchgezogen ist und nachher hast du halt einfach komplett anderes Heck und beim Anbremsen bricht das Heck aus oder beim Einlenken. Und das ist ja schon das zweite Mal, jetzt eben nach Österreich und eben auch in Australien ist das auch schon passiert. Und jetzt wird ja die FIA den Heckflügel, also das Konzept, wie es eben Red Bull und auch Ferrari hat, wenn sie anscheinend streichen, dass sie das nicht mehr anwenden
Das heisst, dass Ferrari wieder mal irgendetwas Schlaues austüftelt hat und dann kommt die FIA und halt mit dem FIA-Hammer wieder drauf und sagt Nein. Ja, ist einfach schade, gell? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, immer dann, wenn wir eine geile Innovation haben, dann ist das so. Ja, aber ich finde so Innovationen auch cool. Das bringt immer so ein bisschen anderen Schwung drin. Und es ist einfach, aber das ist halt klar, weißt, weil Teams gehen gerade motzen, wenn etwas neu ist, wo ein bisschen regelwidrig könnte sein oder ein bisschen gegen the intention of the rules ist, dann fangen alle Teams einfach motzen und dann, ja, wie der Fall heutzutage ist, ja, ist gut, wir machen, Entschuldigung, wir haben dich nicht beleidigen. Das ist so. Nein, aber weißt, ich finde, das muss man schon anschauen natürlich, aber dass man den Flügel gerade streichen, finde ich auch ein bisschen übertrieben, weil ich finde es eigentlich, es bringt ja anscheinend Ferrari und auch Red Bull irgendwie einen Mehrwert, darum haben sie das drinnen die ganze Zeit. Darum lernt doch die einfach mit dem fahren, dann sagen die einfach, hey, ihr müsst einfach schauen, dass der Flügel richtig geschlossen wird, wenn wirklich das Problem ist. Es ist ja nicht zu 100% bestätigt, was das Problem ist. Das war einfach eine Aussage von Max gewesen. In Österreich zum Beispiel hat ja Red Bull bis heute nicht gesagt, was genau das Problem ist, dass er abgeflogen ist dort. Und auch jetzt in England weiß man es auch nicht zu 100%, nur durch die Aussage von Max. Und vom Team her selber hat man nie etwas gehört. Und ich finde einfach halt, da muss halt das Team einfach irgendwie eine Option finden, dass das halt nicht mehr passiert. Weil eben, sie verlieren so einerseits den Max. Es ist gefährlich wie Sau, ja. Es ist wirklich einfach auch gefährlich wie Sau. Und klar, also wenn es jetzt wirklich wegen dem Macarena-Wing ist, dann verstehe ich auch, wieso das Red Bull nicht ehrlich sein will, weil ja, hey, es ist ihre Erfindung, die dazu führt, dass das Auto abschießt. Und du willst das wie nicht zugeben, oder du willst nicht zugeben, dass du deinem Fahrer so Risiko ausgehst, aber hey, wenn du deinem Fahrer dort vom Risiko aussetzt, dann, mein Gott, find eine fucking Lösung. Und wenn sie nicht findest, dann tust du halt einfach den B-Spec oder den A-Spec nochmal dran, bis du die Lösung für einen B-Spec gefunden hast, weil das geht gar nicht. Ja. Aber ja. Schlussendlich hat es uns dann mit einem spannenden Abschluss zum Rennen eigentlich noch beschert. Das ist so ein bisschen das Gute, was daraus resultiert ist. Was ich dort eben interessant finde, ist eben gerade zum Beispiel der Doppelpit von Ferrari, die Entscheidung. Das ist einmal das eine. Bin ich einerseits bei dir, um zu sagen, ja, es war eine scheiß Entscheidung, aber ey, Hindsight ist 2020, sagt mir so schön. Du kannst nicht wissen, wie es abläuft oder wie es wird ablaufen. Wiederum ist von vornherein klar gewesen, dass extrem wenige Runden noch Führung sind. Und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, wo wir in diesem Podcast schon hunderte Mal diskutiert haben. Ich verstehe nicht, wieso, vor allem jetzt, nachdem alle Teams ausdrücklich das Einverständnis dafür gegeben haben, immer wieder, man da nicht einfach eine rote Flagge setzt. Klar, das bevorteiligt das Paari, das benachteiligt das Paari, aber dann hättest du jetzt nochmal 6-5 Runden wirklich Racing gehabt. Und das hat in meinen Augen dem Abschluss von dem Rennen viel, viel besser getan. Es hat weniger Confusion gegeben, es wäre sogar weniger gefährlich, weil das Streckenfahrzeug ist wiederum auf der Strecke, also nein, nicht auf der Strecke, aber außerhalb von der Strecke gewesen, während sie durchgefahren sind. Klar, mit dem Safety Car geht das, wenn kein Regen ist. Aber trotzdem, du kannst so viele Sachen verhindern. Und das wäre in meinen Augen ein perfektes Szenario gewesen, um zu sagen, machen eine rote Flagge. Weil sie haben einmal ganz ausdrücklich gesagt, Hauptziel ist, gegen Ende oder das Rennen als Rennen zu beenden, nicht im Safety Car. Klar, wenn in der zweitletzten Runde etwas passiert, dann kannst du nicht mehr viel machen. Dann bringt auch eine rote Flagge nichts. Aber das wäre ein perfektes Szenario gewesen, um nicht einen Safety Car rauszuholen und eine rote Flagge. Und ich verstehe es einfach nicht, weil was wir jetzt am Ende bekommen haben, ist Verwirrung, es war komisch gewesen. Es hat geheißen, das Safety Car geht rein und dann geht es doch nicht rein, weil die Überrundeten haben noch nicht aufgeholt und das ist wieder nicht fair und so. Die Diskussionen von 21 haben mich wieder aufgeholt. Ich sage es, wie es ist. Das ist haarsträubend. Ja, ich weiß nicht, was da wieder los war. Also, weißt du, ich finde auch, man hätte einfach einen Red Flag schmeißen und dann nachher ist es gut gewesen. Dann nachher hat es halt einfach einen Restart gehabt, ob jetzt das hinter dem Safety Car war noch oder ob es dann nachher ein Ding ist, also ein normaler Rennstart, sei dahingestellt. Ich finde halt einfach, also wie soll ich sagen, ich finde, dass das Rennen hinter dem Safety Car, wenn es vielen wieder nicht passt hat, habe ich die bessere Option gefunden, beziehungsweise die fairere Option für die vorne waren. Weil
ich bin einfach auch nicht Fan von dem, ja, wir lassen jetzt noch eine Runde fahren, Hauptsache eben, dass es ein bisschen Action gibt. Weil, ganz ehrlich, wenn ich der Leclerc wäre, bin ich da die ganze Zeit das verdammte Rennen am Anführen und dann kommt eine Safety-Car-Phase und in der letzten Runde gibt es dann einen Restart. Da hätte ich meine Hand auch ins Feuer gelegt, dass der Leclerc überholt worden wäre. Und das wäre dann nachher wieder ein riesen Drama gewesen, dass der die ganze Zeit vorne war, weil der FA gemeint hat, ja, wir müssen jetzt hier Rennaction haben und das Rennen darf nicht hinter dem Safety Car beendet werden. Darum müssen wir das so machen. Ich meine, früher hat es so oft gegeben, dass er irgendwie in den letzten paar Runden geschossen hat. Da hat es ein Safety Car gegeben und wenn halt die Runden ausgegangen sind, sind sie halt ausgegangen und dann ist halt das Rennen hinter dem Safety Car fertig gewesen. Das hat schon öppe die mal gegeben, das ist nie zur Diskussion gestanden. Aber seitdem, dass halt Formel 1 wieder mehr Leute haben, die das schauen, weil es halt einfach populärer ist und weiss ich was alles. Seitdem her ist das einfach ein riesen Problem. Es darf nie ein Safety Car das Rennen beenden. Und das finde ich halt einfach ein bisschen blöd. Oder beziehungsweise einfach auch unfair. Schlussendlich gegenüber die eben, wie jetzt ein Leclerc, das ganze Rennen eigentlich angeführt haben. Und nachher will einfach, was ist denn der Sinn dahinter von einem Rennen, wenn du die ganze Zeit eigentlich anführst und dann nachher gibt es Safety Car, aber Schluss wirst du überholt in der letzten Runde. Weil einfach wegen dem Safety Car hast du irgendwie einen Fehler gemacht. Und klar, man kann sagen, eben, ja, du bist dem Druck nicht gewachsen und alles und eben, du musst bis am Schluss immer können gut performen. Aber eben, ich würde meine Hand ins Feuer legen, wir würden nachher über das diskutieren, ja, ist es denn fair so? Nein, es ist nicht fair. Ich würde es auch nicht fair finden. Ich würde mich auch aufregen. Ich würde sagen, Kollege, was sind denn für Hunde? Dann würde das ganze Rennen da vorne sein und dann kommt das Dreck Safety Car und der Keiner weg, weil ich irgendwie einen kleinen Fehler gemacht habe. Darum, ich bin ganz ehrlich, dass hinter dem Safety Car das Rennen beendet wurde, ist für mich völlig okay gewesen. Ich habe mich gar nicht darüber aufgeregt. Aber das ist halt meine Ansicht. Ja, also aber ich persönlich bin jetzt schon der Meinung, ich finde, das Rennen sollte als Rennen beendet werden. Aber was mich mehr aufregt, ist die Unklarheit. Weil man hat richtig gemerkt, sie haben es auf Druck unbedingt noch in Racing Lab reinbekommen und haben gemerkt, es geht doch nicht. Und haben dann trotzdem schon mal eben ein Zeichen gegeben, Safety Car geht rein und dann ist der Safety Car doch nicht reingegangen. Obwohl, es war schon klar, dass es nicht reingehen kann, weil zurück über Runden lassen, wenn du das effektiv machst, bedeutet, sie müssen hinterher aufschließen, weil das ist verdammt unfair, wenn sie zurück überrunden, aber nicht hinten anschließen. Also dann hättest du entweder die Entscheidung machen, ja gut, wir lassen sie racen, ohne dass sie zurück überrunden, aber das ist halt auch nicht eine Entscheidung, die du treffen kannst. Das ist auch unfair für alle Beteiligten. Also für mich ist einfach, wenn du schon als Organisation sagst, wir wollen das Rennen als Rennen beenden und nicht hinter dem Safety Car, dann musst du halt auch dahinter stehen und das machen. Ich persönlich bevorzuge es. Ich finde es eigentlich geil, wenn ein Rennen als Rennen beendet werden kann. Und die meisten Fahrer, vor allem wenn sie eben hinten sind, haben sicher auch Freude, wenn sie nochmal ein Soft drauf fetzen und dann nochmal alles vorbrettern, was sie wollen. Oder? Und das ist fair oder nicht fair. Am Ende des Tages muss jeder an dem Restart dann auch performen. Aber wir wissen alle, wie chaotisch das Restarts sein können. Und vor allem gerade einer, der ein bisschen überambitioniert, ein bisschen übereifrig reingeht. Das passiert vor allem am Ende des Rennens nochmal schneller, haben wir auch alles schon gesehen. Ja, kann dann das Resultat extrem verändern. Wegen dem, ich sehe beide Ansichten. Ich bin eher ein bisschen auf der Seite von tun das Rennen beenden, aber ich bin vor allem auf der Seite von schafft endlich einmal Klarheit. Weil entweder machen das so oder so, aber nicht irgendwie auf Druck versuchen, etwas zu machen, was nicht geht. Weil sonst haben wir wieder genau die gleiche Situation wie im 21, wo einfach regelwidrig ist, wo gewisse Fahrer bevorzugt, andere nicht. Es muss für alle einfach immer gleich fair sein. Und das wäre es mit beiden Varianten in meinen Augen. Weil schlussendlich alle die gleichen Voraussetzungen haben. Wenn es regnet, regnet es. Oder wenn es einen Restart am Ende gibt, gibt es einen Restart am Ende. Dann muss jeder gleich das in dem Sinn performen. Mhm. Ja, ich würde sagen, das war es on-track fast gewesen. Es gibt noch eine Sache on-track, die ich besprechen will. Weil ja, das Rennen ist schlussendlich dann genauso geendet. Also du hast nein, das sind Standings, Qualifying, Race, Result. Charles Leclerc auf P1, George Russell auf P2, leider eben durch Lewis, der nochmal in Pits reingekommen ist. Hat können funktionieren, hat leider nicht funktioniert. Lewis auf P3, sehr schade. Norris auf P4, Hadjar auf P6, 5 und der Liam auf P6. Dann haben wir den Arvid, Gabriel, Franco und den Pierre. Also Double Points für Alpine, die dann Top 10 eigentlich
an diesem Rennen ausgemacht haben. Ja, hast du noch etwas zum Rennen selber? Nein, aber abgesehen davon, dass es einfach wieder so eben vom Sprint ein riesen Jojo-Effekt war, dass sich das dann nachher halt ein bisschen beruhigt hat aufs Rennen selber her. Finde ich halt einfach halt, ja, dass man einfach allgemein am Regelwerk noch viel muss schrauben, dass halt einfach das nicht so extrem ist, respektive halt. Es wird ja Änderungen geben auf die nächsten 2 Jahre raus. Laut Mohammed Ben Sulayem, wie auch immer er heisst, kommen ja die V8-Motoren scheinbar auch wieder mit nachtanken, was der. Ja. Aber ich habe einfach das Gefühl, der macht auch mehr Hype drumherum, dass das halt wieder so ein bisschen die alten Formel 1 Oldschool-Fans abholt. Weil, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe ja immer noch, eben, und ich wollte ja den Sport nicht schlechter reden, überhaupt nicht. Ich schaue das schon so viele Jahre. Ne? Aber ich hoffe immer noch, dass einfach der hure Hype mal crasht und so richtig hart crasht, dass es halt einfach mal wieder zurückgeht. Weil, man sagt ja immer so, früher war alles besser gewesen. Und ja, irgendwie bei der Formel 1 früher ist einfach alles besser gewesen. Mein Gott, die Zeit, also ich schaue so gerne 2017er Season oder so 2016er oder eben auch früher noch mit V8-Geschichten und so. Das schaue ich so gerne. Das sind einfach so geile Zeiten gewesen, vor allem 2017. Das war so eine geile Season gewesen. Klar, Mercedes hat wieder richtig dominant gewesen, aber du hast einen Max gehabt, du hast einen Ricciardo gehabt über Apple, wo Dive-Bombs gemacht hat, des Todes. Du hast Ferrari gehabt mit Kimi und auch mit Vettel und so. Das sind verdammte Tiere dort gewesen. Das sind auch eben auch 2012er Season, was dort alles für Leute mitgefahren sind. Und, das ist einfach viel geiler gewesen. Und eben nachher, wo das ganze Netflix-Scheiß-Zeug kam, ist es wie bis heute immer noch aufwand. Es sind einerseits Ticketpreise viel teurer geworden, es ist nicht mehr zahlbar. Ich meine, schau mal, was du für 24 Stunden am Nürburgring zahlst. Oder sonst irgendwie, nicht mal Le Mans ist so teuer. Das ist einfach traurig. Ich wollte einfach gerne wieder die alte Formel 1 zurück, wo du einfach halt hast können das Rennen schauen, ohne dass du irgendwie hast müssen mit Nieren zahlen. Ja, das ist extrem. Also ich meine, wenn du generell solche Tickets anschaust, du musst ein bisschen wissen, welche Rennen das gut sind. Sicher, was ich empfehlen ist Belgien, die Stehtickets, also generell alles, überall wo es General Admission Tickets gibt und so ein bisschen Hügel rundherum hat, ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, Ungarn ist auch nicht schlecht, wenn es mich nicht täuscht. Ja, eigentlich sind so Katar, Bahrain sind eigentlich so die günstigsten Rennen im Moment, wo kannst du ja, aber jetzt zahlst du natürlich dann wieder richtig blöd Geld für zum Reisen. Also blöd, das genau, geht, eben, aber kommt zuerst mal dort her, weißt du, das ist dann das Nächste. Also meine Top-Empfehlung, du kommst immer noch für etwa 200-300 Franken ein Ticket über in Belgien, du kannst hinfahren, holst dir ein geiles Airbnb, ich war ja eben mit dem Simi letztes Jahr und das ist für mich absolute Top-Empfehlung, für wenn ihr möglichst günstig an ein Rennen gehen und sonst, ganz ehrlich, es ist zu teuer. Ich habe für Monza Turn Ace Tickets 800 Stutz gezahlt pro Ticket. Und es ist einfach eine Zumutung, vor allem weil wir dort nachher bei irgendwie 34 Grad in der prallen Sonne gehockt sind, ohne Schermen, du hast kein extra Getränk mitnehmen, du musst an der Strecke kaufen. Und das finde ich, sind einfach Sachen, die nicht, für wenn du schon 800 Stutz zahlst für ein Ticket. Und das ist wohlgesagt nicht ab einem Reseller gewesen. Das ist direkte Formel 1 Preise. Eigentlich eine Frechheit. Ja. Eben. Ja. Zurück noch zum Thema MBS, Spitzname Must Be Seen. Ich wollte das unbedingt noch ansprechen, wegen dem man gesagt so halb on-track, off-track. Was zum Fick hat der sich für einen Mut, sich während der Lego-Parade in einen normalen Go-Kart reinzuhocken und einfach mitzufahren? Wie fucking peinlich ist das bitte gewesen? Der Mohammed, meinst du? Ja, der Fall. Ja, komm, ey. Der Dominikali ist ja auch drin gehockt in einem. Schon? Ja, aber der ist wahrscheinlich nur drinnen gehockt, weil er gemerkt hat, fuck, ich kann nicht den MBS alleine fahren, das ist peinlich. Nein, ich weiß auch nicht, Mann. Der Typ ist einfach... Aber der hat ja jetzt auch Mandatsbeschränkung, dass ja nicht mehr als 12 Jahre im Amt darf sein, hat er ja aufgehoben, gell? Ja, es ist durchgekommen mit dem. Ja, es ist wirklich ein Diktator jetzt. Es ist schlimm. Es macht mich richtig hässlich. Ja, jetzt ist es eben so, dass es ja eine maximale Obergrenze gibt vom Alter bis 70 oder so.
Und das will er auch aufheben, weil er ist ja 64 jetzt oder so irgendetwas. Das will er auch aufheben. Also wir werden den Typ noch recht lange an der Backe haben. Ich will die Welt, wirklich, ich habe mir das schon so oft gedacht, es wäre so viel schöner, wenn es nicht so reiche Huren Kataris und Nahe Osten Saudis gibt und auch gleichzeitig, wenn es nicht so ein riesen überkapitalistisches Amerika gibt, wo immer alles an sich reissen. Alles muss immer amerikanisch und Saudi sein. Die müssen immer irgendwo die Besten sein. Es gibt es im Fußball mit RB Leipzig, es gibt es im E-Sports mit Falcons zum Beispiel, es gibt es in der Formel 1 mit Aramco bzw. Aston Martin, dann die ganzen Strecken, die immer präsent sind, dann der MBS, der die ganze Zeit muss sich zeigen muss. Hey, es ist einfach, es macht mich so hässlich, Mann. Wieso können wir nicht einfach pur unsere Liebe zum Sport haben, indem das unser Sport Sport bleibt? Wieso muss immer alles fucking Entertainment werden? Aber ja. So viel dazu. Ich würde gerne trotzdem noch auf etwas Gutem enden, und zwar etwas ganz Cooles für uns als Schweizer. Chiara Pättig, eine britische Formel-4-Fahrerin, hat sich in der Formel 4 Championship, also britische Formel 4 Championship, eine Wildcard ergattert, um in der Formel 1 Academy mitfahren, und hat dann als allererste Dame, die so eine Wildcard bekommen hat, instant den Weg auf das Podium gefunden. Dort gratulieren. Also das ist noch ein Pole geholt, muss man sagen. Nicht nur das, ja, sie hat sogar noch einen Pole geholt. Und danach hat sie die Pole einkonvertiert in einen Platz 2, stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, 2 oder 3, irgendwie so etwas, ja. 2 oder 3. Also riesen Gratulation an Chiara. Die ist, glaube ich, 16 oder 17. Und 16, ja. Wohl gesagt, also ich würde sagen, momentan das spannendste Schweizer Talent im Open Wheel Racing. Ich tue es spezifisch so sagen, weil wir haben Louis Deletras, der super erfolgreich ist, wir haben immer noch einen Buemi, der super erfolgreich ist und so weiter und so fort. Aber wenn man rein Open Wheel Racing anschaut, ist sie momentan die erfolgreichste Schweizerin, und ich finde das mega cool. Ich werde sicher, vor allem ab jetzt, ich habe sie noch nicht so auf dem Schirm gehabt, oder noch nicht ihre Rennen verfolgt, aber ab jetzt, wenn sie wieder fährt, werde ich definitiv reinschauen. Ich glaube, die können riesen, auch in der Formel 1 Academy, ein bisschen etwas zu leisten dort. Fände ich cool. Ja, mal schauen, vielleicht wird sie ja nächstes Jahr verpflichtet, who knows, bei der F1 Academy. Weißt du, ich meine, sie ist ja jetzt, ich bin schauen, in den Standings ist sie auf Platz 11. Weil sie eigentlich 2 Punkte oder eigentlich 20 Punkte geholt hat. Also, wild, obwohl sie an einem Wochenende gefahren ist, oder? Wenn es richtig ja, genau. Wild. Also von dem her ist es wirklich sehr stark gefahren, und mal schauen, die wird wahrscheinlich die mal vielleicht wieder auftauchen, und wer weiß, vielleicht wird das ja auch die erste Formel 1-Fahrerin werden, oder? Das würde mich Jahren. Wie fucking stolz machen, ohne Scheiß. Ich Das wär wär schon so geil. hype für das. Das wäre schon geil, weil ich würde es auch recht fühlen, aber ich glaube, der Weg ist noch ein bisschen weit, aber wir wissen es ja nie. Aber da, nach der F1 Academy kommt jetzt erstmal Formel 3, dann kommt mal noch Formel 2 und dann nachher, ja, sehen Sie wir sollen dann. mal British Formel 4 gewinnen. Dann sieht es schon mal nicht schlecht aus. Ja, ich weiß gar nicht, was ist sie für eine Position? Muss ich auch schauen. Im Fall. Ich schaue jetzt auch gerade mal schnell nach. Results, Standings. Ich fahre sie aber wohl gesagt gegen Männer. Also für alle, die es nicht so auskennen. 13. in einem Feld von was? Ich glaube 36 oder so. Die sind relativ groß. 34, ja. 34. Genau. Da hat einer minus 12 Punkte. Wie schafft man das? Hä? Was? Okay. Ja. Das sparen wir uns auf für den nächsten Podcast. Das können wir recherchieren und geben euch die geile Backstory dazu. Das tue ich mir gerade notieren. Wie geil! Harni Sadic, ein Brit, der hat minus 12 Punkte. What the fuck? So, ich habe es jetzt gerade hier in Discord-Chat reingeschickt. Die Story dazu bringen wir euch im nächsten Podcast. Das ist sehr interessant. What the fuck? Komisch. Aber ja. Schauen wir dann an. Ja gut, aber ich glaube, schon haben wir so wie eigentlich alles angesprochen, was wir wollen ansprechen. Oder hast du noch irgendetwas, was du willst? Nö. Sagen, tun? Okay, gut. In dem Fall, wäre es das gewesen mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Falls euch
die Episode gefallen hat, würden wir uns, bewerten können es ja nicht, jetzt bin ich gerade irgendwie wieder beim Video gewesen, das ich aufgenommen habe vor kurzem. Nein, also falls euch natürlich der Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen vom Podcast selber. Dort gerne bewerten, dort auch sehr gerne teilen mit euren Ängsten, mit euren Kollegen, was auch immer. Wir würden uns sehr supporten mit dem, dort noch gerne teilen. Und dann würden wir uns dann wieder in 2 Wochen plus minus wieder hören nach Belgien, denke ich. Ist nach Belgien Sommerpause oder nach Ungarn? Ich glaube, es ist nach Ungarn. Meinte ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gemeint, das ist tatsächlich auch ein bisschen in Diskussion, weil vielleicht Katar jetzt noch drin geschoben wird in das Wochenende. Oder in die Pause. Ja, super. Aber mal schauen. Ja, die sind ja jetzt wieder am Kriegen dort, haben erst gerade wieder angefangen. Ich glaube nicht, dass das stand kommt, ehrlich gesagt. Ich hoffe es genug. Ja, ich hoffe es auch nicht, dass noch etwas dort, also beziehungsweise dass es noch reinkommt. Aber ja, wir werden es sehen. Ich denke, bei 2 Wochen wird die nächste Episode kommen. Und bis dann wünschen wir euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Episode vom Unsafe Release.